grundsätzlich sollte alle Experiment Wirbel, die ja verboten sind, das heißt, wir schwätzen dann sowohl von den Warmblüter, also den Mammeltieren, wie aber auch von Reptilien und Fisch. Weil wir meinen, dass es Alternativmethoden geben muss, für die Experimente zu machen. Das ist ja auch nicht so, dass wir nicht genug Wissenschaftler hätten, die als Alternativmethoden abweisen gingen. Der zweite, was das immer noch furchtbar steuert, als den Transport von den Tieren. Und ich weiß, wovon ich schwätzen, an dem Sinn, dass die Haut eigentlich nicht mehr nötig sein muss, für zu Schlachtzwecken an ähnlichen Tieren durch halb Europa zu führen. Nicht mehr, weil es mir günstig ist, ein Tier am Süden von Europa vielleicht zu schlachten, wie am Norden zu schlachten. Oder weil ihn dann zwei Grenzen überführen kann und dadurch zweimal TVA vielleicht rekuperiert, geht das viel legaler ist. Aber das ist mir einfach als unnütz angesehen, dass deren über ein gewisses Minimum, über ein gewisses Maximum raus transportiert gehen. Aber mir hätte ganz gerne am Gesetz eine Grenze von 400 Kilometer gehabt, also nicht eine 400 Kilometer Grenze im Sinne von 400 Kilometer auf der Straße, aber ein Radius von 400 Kilometer. Die ja nicht deplaciert gehen dürfen, ohne dass nicht zu einer richtigen Pause könnt, nicht eine Pause wie der Moment, wie ihr gesehen hast, wo dann der Camion eine Stunde stehen bleibt, da probiert geht zu drängen, an zu füttern. Jeder Freund, den ich so einen Transport gesehen hat, gesehen, dass das zwar eine Amelioration ist, aber sicherlich keine Verbesserung, was Konditionen angeht, weil die dann nach ein Jahr 9 Stunden fahren können, sodass Schweine zum Beispiel bei 24 Stunden durch Europa gefahren können unter gewissen Bedingungen. Wenn wir da bedenken, dass man als Arbeitsschutzmaßnahmen dem Kamionschauffeur aber nicht mehr 4 Stunden zumuten, wo fahren dürfen, dann müssen obligatorisch eine Pause machen und dann dürfen ein 5 Stunden fahren. Muss man aber den Tieren die Hand auf dem Kamion sitzen, ob es Sommer oder Winter ist, so ohne Probleme den ganzen Tag auf dem Kamion zuzubringen. Sie kriegen zwar Wasser rangereicht, aber das, wenn die Kamion gesehen hat, an meiner Optik auch ein bisschen eine Beruhigung von der Seele, vom Gewissen. Aber wenn 100 Schweine auf einen Kamion hat, dann hat er nicht mehr eine gewisse Unzahl von Tränken, dann ist es relativ schwer, dort runterzukommen. Und das mehr den symbolischen Akt, wie tatsächlich nur in mir, dass ein neues Tierschutzgesetz rankommen soll, mehr wie 400 Kilometer als zu verbieten, ohne dass es nicht zu einem richtigen Repos kommt mit Auflösen von den Tieren. Den dritten Punkt, den man noch vermisst tun, ist, dass für uns Wildtiere nicht an den Zirkus gehören. Und das soll doch so an das Gesetz stehen kommen. Der tägliche Zirkus, den hier auf Lützeburg kennt, den Wildtieren an seinem Programm hat. Wildtieren heißt Wilddefinition von Wild am Sinn von Wildtiere, nicht Haustiere. Wir schwätzen nur nicht von einem Pferd oder wir schwätzen nicht von einem Hausschwein, wir schwätzen nur von Löwen, Tigern, Giraffen, was auch immer eine Pfanne kennt oder Elefanten an einem Zirkus. Fand mir, dass so ein Zirkus hier zu Lützeburg nicht mehr sollte gastieren können. Wir hätten am liebsten nach ganz Europa. Ich weiß, wir haben eine Tradition vom Zirkus, aber wenn ihr geschichtlich guckt, da waren die Zirkusse sind entstanden aus Manegen, das ist die Leute als Gewiese in der Jahr ausgeseit. Das war gut an einer Zeit vom 19. und 18. Jahrhundert, wo in Südtieren nicht gesehen konnte, es gab keine Television, es gab nichts, das war eine Art Education. Heute haben wir Television, wir sind live, wir können live bei der Geburt von einem Elefant dabei sein, also 4 Millionen zoologisch Parken, die das ganz gut machen, die Tiere auch unter ganz korrekten Bedingungen haben, die sogar im Artenschutzprogramm ganz aktiv sind. Da kann ich absolut die Möglichkeit, so ein Tier zu sehen, an natürliche Bedingungen. Aber ich brauche da wirklich so ein Tier nicht mehr an einem Zirkus zu sehen, wo ein Manager machen muss, die auch nach teilweise, gerade wenn man die Dressur von Raubkatzen gucken, absolut artfremd sind.